Ja, wir haben heute nochmal die Möglichkeit, in die persische Kultur einzutauchen. Letzten Sonntag habe ich den Palast gezeigt. Und wenn ihr gerne auch forschen wollt, Palast in Susa, da findet man ganz viele Informationen auch im Internet. Und was mich so einfach ganz neu fasziniert hat von dieser persischen Kultur. Und wir haben eine Freundin, oder respektive Judith, die hat eine Freundin und die hat einen Mann geheiratet. Und wir haben gemerkt, wenn man mit dem zusammenkommt, da war so ein Stolz da gewesen. Das war ganz ein stolzer Mann gewesen, also in einem grundsätzlich mal positiven Sinn. Nicht überheblich oder so, aber einfach ein Mann mit sehr viel Würde. Und nachher haben wir ihn mal gefragt, ja, oder wo hat er erzählt, wo er herkommt. Dann hat er eben gesagt, er komme aus dem Iran. Aber er sei nicht Iraner, er sei Perser. Und das ist wirklich etwas, wo wir gar nicht so, ja, wir haben kein Königshaus in der Schweiz, oder wir haben keine, nicht irgendwie 3000-jährige Geschichte, wo man sagen kann, ja, die Schweizer, die sind schon irgendwie der dabei gewesen. Also es ist relativ eine neue Geschichte. Auch wenn wir manchmal schon stolz sind. Aber ich denke, das ist so eine Geschichte zu haben, die schon in der Bibel beschrieben ist, so in den alten Keilschriften. Ich glaube, das muss einem Volk schon eine ganz andere, ein anderes Ding mitgeben, wo man auch stolz drauf sein kann. Und ich habe auch gestaunt, als ich dann ein bisschen schauen, der Staat Iran, der will ja eigentlich nichts mit dem Glauben oder mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Aber die persische Geschichte ist ihnen gleich sehr wichtig und sie machen eigentlich auch recht Werbung. Ich habe das gar nicht so gewusst, dass das auch ein Land wäre, wo sie auch probieren eigentlich Tourismus irgendwie zu bekommen, für eben das zu zeigen. Und ja, so manchmal, eben, ich gehe jetzt ein bisschen auf die englische Kultur, kann ich jetzt wieder noch mal ein bisschen neu erleben. Ich habe auch gestaunt für die Vorbereitungen so ein bisschen von den Maiferien, bin ich auf holländische Gottesdienste gestoßen, Helsermeer-Gottesdienste, kannst du ja jetzt alles online, oder? Man versteht nicht viel bei den holländischen Gottesdiensten, aber es ist mir dort auch noch so, es ist ganz ein anderes Klima, da ist kein Offizier und nachher stehen die da zuerst auf und dann kommt der Offizier, das glaube ich vor 50 Jahren hat man das Zadelbad auch noch gemacht. 20, 30. Du magst dich nicht mehr besinnen, aber der Peter, der mag sich noch gut besinnen. Ja, einfach, du merkst es so, es geht mir darum, eben, dass wir so mit anderen Gebräuchen und Gepflogenheiten nicht so dürfen auseinandersetzen. Hier in diesem Buch Esther haben wir eine Geschichte. Und wie im 5. Kapitel, du kannst gerne einfach den Text im Hintergrund lassen stehen. Im 5. Kapitel merken wir, wie sich die Geschichte verdichten. Manchmal in der Bibel, wenn man so in den Abraham-Geschichten oder auch im Josef liest, dann merkt man auch, wenn man ein bisschen darüber nachstudiert, denkt man, das ist ja jetzt sehr viel Zeit, die da vielleicht in 2, 3 Sätzen beschrieben wird. Oder sie sind ja zurück ins Land Kanaan zum Beispiel und dann ist wieder die Sache wieder aufgebraucht und sie sind wieder zurück und das wird vielleicht bald in 2 Sätzen beschrieben, aber dass das eine sehr lange Zeit ist. Und hier jetzt im Esther-Buch, das ist auch so ein bisschen, zuerst ein bisschen beschrieben, aber jetzt die 2 Tage, die entscheidenden 2 Tage, das ist jetzt eigentlich, da wird in 3 Kapiteln von dem berichtet. Also Kapitel 5, 6 und 7, das ist eigentlich der ganz Komplex oder die ganze Geschichte, die da von 2 Tagen rapportiert wird. Es ist vor der Gründung nichts Spezielles. Also die Esther geht da mal zum König und aufgrund von dem Besuch, was sie beim König macht, kommt dann der König mit seinem obersten Hofbeamten 2-mal zu ihr zu Besuch. Das ist eigentlich wie der Hintergrund. Aber hinter dem nicht so spektakulären Rahmen ist eben 2 Tage voller Dramatik.
Ein Emporentkömmling, Haman, der war sich der Sache sicher gewesen. Der dachte, mal, jetzt habe ich es. Ja, wenn ich dann schon sogar bei der Esther eingeladen bin, dann kann es ja nicht fehlen. Und wird dann aber auch ganz auf tragische Weise vernichtet oder umgebracht oder seine Pläne gehen kaputt und er selber auch. Und das Volk, das scheinbar so nach dem Abgrund ist gestanden, das überkommt wieder eine neue und berechtigte Hoffnung. Und so das Erste, was mich beim Lesen von dem Kapitel 5, beim Anfang vom Kapitel 5, so hat fasziniert, ist eben auch das grosse Bild. Das grosse Bild, das uns vielleicht auch helfen kann, Beziehung zu Gott, von uns zu Gott auch besser zu verstehen. Wir haben im Gebetsraum, nicht diesen Stuhl gehabt, aber wir haben im Gebetsraum einen von unseren wunderbaren Sesseln mit einem goldigen Tuch abdeckt. Und man konnte dort so hergehen und das so anschauen. Und das hat der Mann, der in diesem Gebetsraum war, gesagt, das hat ihn unheimlich fasziniert. Der Thron, der erhobene Thron. Also ihr müsst euch vorstellen, eben, das ist jetzt eher ein schäbiger Sessel, ich wollte ja nicht der König sein, aber erhoben am Sitzen in diesem Thronsaal innen und Esther wagt sich fast nicht, in diesen Thronsaal reinzukommen. Es ist so eine, könnte ich fast sagen, eine heilige Stimmung dort drinnen. Niemand darf sich ohne Erlaubnis nähern. Auch unser Gott ist ein herrlicher Gott. Er ist ein herrlicher König auf dem Thron. Er ist Herrscher über alles Sichtbare und alles Unsichtbare. Wer sich Gott nähert, der wird sterben. Wer sich Gott nähert, der wird sterben. Und es ist erst durch die Zuwendung von ihm zu uns, in Jesus Christus, dass wir unbeschadet zu ihm kommen können. Und wir dürfen nicht nur zu ihm kommen, sondern es interessiert ihn, was seine Gerechtfertigten beschäftigt. Wenn wir als in Heiligkeit Gekleidete zu ihm kommen, also es heisst, Esther hat sich parat gemacht, für dem König zu begegnen, die königlichen Kleider angelegt. Wir dürfen königliche Kleider anlegen, für vor Gott zu kommen. Und was ganz interessant ist, dass unser Wunsch zu Gottes Wunsch wird. Also wir tun ja in dem Sinne noch die Ziele von Gott verfolgen. Also wenn die Ziele, die werden dann wie eins. Und er heißt da im Matthäus-Evangelium, das tut uns Jesus dort schildern, nachdem, dass er eingezogen ist in Jerusalem, lesen wir im Matthäus 21. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, also der Feigenbaum ist dort aufgrund vom Wort von Jesus verdorret, sondern auch wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Das ist mir so entgegengekommen, als ich die Geschichte zuerst gelesen habe. Sind wir uns bewusst, was wir für einen König dürfen kommen, dass wir geheiligt dürfen sein in Jesus Christus, was das für ein Vorrecht ist, vor den König vom Universum zu treten und sogar einen Wunsch von ihm zu formulieren und zu erwarten, dass er auf unsere Gebete Antwort gibt. Das ist so für mich einmal das grosse Bild. Was wir in dieser Geschichte von Esther, besonders auch in diesem Kapitel 5, 6 und 7 lesen können, ist eben auch das menschliche Handeln. Die Esther lehrt uns ganz viel über weises,
menschliches Handeln. Im grossen Gefüge der politischen Ereignisse fängt sie an, aktiv zu werden. Wer eine Einheitsübersetzung hat, der wird merken, dass der Text hier ein bisschen anders ist. Und das ist der Grund, dass in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, in der Septuaginta, ist da irgendwie mehr Text reingeraten. Und die katholischen Bibelübersetzer haben das in den Bericht eingeflochten. Wir finden es auch in der guten Nachricht, aber dort ist es deklariert und auch in der Luther-Übersetzung. Und dort wird in den ersten 2 Versen Esther als Person beschrieben, die dem Druck nicht standgehalten hat, dass sie sogar vor dem König ohnmächtig ist zusammengebrochen. Und nur weil ihre Dienerinnen sie wieder aufgerichtet haben und ihnen geholfen haben, ist ihr Vorhaben doch noch gelungen. Ich kann nicht beurteilen, wie ernst wir die apokryphen Schriften oder eben die griechischen Schriften dürfen nehmen oder müssen nehmen. Und ich glaube auch, dass es vielleicht so ist, dass Esther fast Sturm ist geworden oder sogar ganz Sturm ist geworden, dort in diesem riesigen Thronsaal innen. Aber mir fällt insgesamt auf, dass sie sehr geschickt gehandelt hat. Sie hat nicht irgendwie kopflos gehandelt, sondern sie hat sich ganz genau überlegt, wie sie vorgehen will. Geht fasten und beten für mich. Tut euch darauf ausrichten, dass ich dann vor den König kommen kann. Auch Esther hat sich vorbereitet. Sie hat sich genau überlegt, wie sie vorgehen soll, und sie hat sich auf Gott ausgerichtet. Sie hat den Haman auch eingeladen zu diesem Festessen, dass er vielleicht auch nicht Verdacht schöpfen konnte. Weil Esther musste damit rechnen, dass sich der Hass vom Haman gegen die Juden und gegen Mordechai jederzeit auch gegen sie richten konnte. Ich nehme schwer an, dass der Haman auch seine Leute in dieser Stadt. Und wie geheim das war, dass Esther mit dem Mordechai verwandt ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr herauszufinden war. Aber so hat sie der Haman wie in Sicherheit, so hat sich der Haman wie in Sicherheit wiegen. Also er hat keinen Verdacht geschöpft. Ich habe auch gestaunt, wie Esther sich eben mit dieser persischen Kultur hat auseinandergesetzt. Sie war mit dieser persischen Kultur vertraut gewesen. Sicher ist sie auch geschult worden. Man hat das dort in diesem Esther-Film ganz schön gesehen, wie sie in diesem sag gut, dort, wo die Frauen sind, im Harem, genau, das wollte ich sagen, im Harem ist geschult worden von dem Eunuch, wie der eben sieht, wie dass man dann vor einen König kommen und so. Aber ich glaube, Esther hat sich auch von sich her vertraut gemacht mit dieser persischen Kultur. Sie hat zum Beispiel gewusst, dass wichtige Sachen hat man bei Wein besprochen. Ganz interessant. Während sie Wein tranken, fragte der König. Also das ist ganz etwas Wichtiges gewesen, denn zumal, dass man zu einer wichtigen Besprechung hat Wein getrunken. Wahrscheinlich hat man auch den Eindruck gehabt, wenn man dann ein bisschen Wein hatte und ein bisschen, wenn der Wein schon ein bisschen gewirkt hat, dass man dann auch viel ehrlicher ist in den Vertragsverhandlungen. Sie hat auch gewusst, dass man über etwas, was ganz wichtig ist, dass man da 2-mal eine Sitzung macht darüber. Das sind vielleicht Perser fast ein bisschen wie die Adelbodner auch. Dass man gut muss überlegen muss, wenn man etwas will. Also ich habe das sehr auch gelernt zu schätzen. Manchmal an einer Sitzung, man tut nicht gerade eine Entscheidung, sondern ja, wir werden noch einmal darüber überlegen, wir werden noch einmal darüber nachdenken. Also das ist eigentlich auch etwas, was in der persischen Kultur wichtig ist. Dass man nicht einfach auf einmal einen Schnellschuss macht oder etwas, sondern wichtige Sachen, da braucht es 2 Sitzungen. Und sie hat auch gewusst, wenn der Haman
der gerade mitkommt an das Festessen, dann weiss ich, wo er ist. Also der hat sich durch das auch nicht irgendwie der Verhaftung entziehen, sich untertauchen oder so. Er war auch gerade vor Ort und konnte keine Gegenmassnahmen einleiten. Also der König hat sofort auch Zugriff gehabt. Ausleger hat gesagt, vielleicht wollte Esther auch ein bisschen die Eifersucht schon ein bisschen fördern, im Xerxes Sinne. Ja, wieso darf jetzt der Haman mitkommen da? Wieso will die Königin dass der Haman mitkommt? Ich bin doch der König. Ich muss doch exklusiv unterwegs sein. Ich weiß nicht, ob es etwas mit Eifersucht zu tun hat, aber ich glaube, der Xerxes hat sich auch überlegen, welche Beziehung dass er zu dem Haman hat. In welcher Beziehung dass sie zueinander stehen. Er hat sich intensiver mit der Person vom Haman auseinandersetzen. Also alles in allem tut Esther ganz weislich handeln. Sie tut alles vorbereiten, was möglich ist, einfach so mal aus menschlichen Geschichtspunkten. Und ich glaube, für uns ergibt sich daraus auch ein paar Fragen. Welchen Einsatz lege ich mir in die Sache von Gott? Welche Qualität ist genug? Beschäftige ich mich mit den Gebräuchen und Regeln dieser Welt und versuche sie auch für das Reich Gottes zu nutzen. Das wäre so mal ein erster Teil für zu reflektieren. Aber im Ganzen innen kommt mir auch noch ein anderer Aspekt zum Tragen. Ja, wir haben es gesehen, wir lesen eigentlich im Buch Esther nicht explizit davon, dass Gott etwas gehandelt hat, dass Gott etwas geführt hat. Es wird auch nicht explizit der Name von Gott erwähnt, dass man zu ihm gebetet hat oder so. Aber das Handeln von Gott steht im Hintergrund. Weil wir können uns so viel Mühe geben, wie wir wollen, wenn Gott nicht eingreift und wenn wir nicht mit Gottes Wunder rechnen, dann lohnt sich der Einsatz nicht. Dann lohnt es sich nicht, auf das Ganze zu gehen. Oder man könnte ja umgekehrt fragen, sind wir nicht so häufig bereit, auf das Ganze zu gehen, weil wir nicht Gott und sein Eingreifen erwarten und nicht mit seinen Wundern rechnen? Im Talmud gibt es ganz eine interessante Auslegung auch zu dem Anfang von dem Text, dass eben die Königin Esther sich in königliche Kleider gehüllt. Und dass das bedeutet, dass sie sich mit dem Heiligen Geist gekleidet. Sie nimmt den Zuspruch von Gott an. Sie nimmt den Zuspruch von Gott an, dass sie zum königlichen Volk gehört. Und so kann sie in Gottes Autorität vor einen König kommen. Geistlich gesehen ist die Aktion nämlich auch nicht ohne. Der König hat sich für einen Vernichtungsplan gegen das Volk Gottes brauchen. Wissentlich oder unwissentlich, das spielt gar nicht so eine Rolle. Der König Xerxes hat sich brauchen für einen Vernichtungsplan vom Volk Gottes. Er hat nicht gefragt, was ist Gottes Wille, was will er für das Volk, das da der Haman vernichten will. Er hat nämlich nicht ein solches Weltbild gehabt. In der Geschichtsschreibung lesen wir, dass der Xerxes gegen die Griechen Krieg führen wollte. Und er wollte zwischen der heutigen Türkei und Griechenland eine Brücke machen. Aber das Meer war so aufgewühlt, dass die Brücke, also die Schiffe, die er die Brücke getroffen bauen, die haben keinen Bestand gehabt, also die sind zusammengebrochen.
Und als Massnahme hat der Xerxes eine Gerichtsverhandlung gemacht und er hat es mehr als Strafe auspeitschen. Das war dem sein Weltbild. Also er hat das Gefühl gehabt, das tue ich dir am Meer etwas, wenn man das auspeitschen. Er will das Meer bestrafen, weil er ist der Königlich, der göttliche König von Persien. Er ist der Herr über ein riesiges Weltreich. Und jetzt ist da ein kleines Völkchen, das ist unbedeutend. Also der Xerxes hat sich nicht Gott gegenüber verantwortlich gefühlt. Und ich glaube, es ist ganz gefährlich, wenn wir mit jemandem zu tun haben, der sein Leben im Grössenwahn preisgibt oder eben ein Find von Gott ist. Es ist nicht ohne, so jemandem zu begegnen. Das ist die geistliche Dimension, aber Esther hat dem Xerxes eben in der Autorität von Gott begegnen. Vordergründig ist der Haman noch an seine Fäden zu spinnen. Vordergründig hat man noch das Gefühl, er werde dann siegen. Aber im Hintergrund läuft schon Gottes grosser Plan. Ich werde uns heute fragen, bin ich bereit, meinen Egoismus und meine Pläne loszulassen? Bin ich bereit, meinen Egoismus und meine Pläne loszulassen, für mich in Gottes Plan zu investieren? Das ist sehr etwas Herausforderndes für uns alle. Erwarte nicht, dass Gott handelt und wage nicht darum, Schritte zu machen und auf das Ganze zu gehen. Erwarte nicht, dass Gott handelt und wage nicht aus dem heraus, Schritte zu tun und auf das Ganze zu gehen. Amen.